EU also hier, dat ich Member vom Europaparlament sind. Und ich wollte hier Merci so für die große Unterstützung an dat dat historisch Resultat fir DP méiglech war. No de Wahlen as direkt lastgänge fir mal Kollegen vu Renew an noch aner Deputéierten Europadeputéierten kennenzulehren. Ugefangen hunnech mat 2 Kommissionen, Kommission fir Beschäftigung an Soziales an déi fir Wirtschafts- an Währungsfroen. Ufang des Joers hatte ich d'Opportunitéit der Kultkommission, dat Teech Kultur, Education an Sport a Jugend beizutreten, was natürlich direkt vorgeholt. Auf ihre kurzem sind ein paar Wochen hier, sind ich auch gefragt, die vier Member an der Petitionskommission zu gehen, was immens interessant ist, weil die ganz nur Bürger, ihren Sorgen und ihren Hoffnungen ist. Also das ist ein ganz breit Palette von Kommissionen, die aber super an den Nähe greifen. Und ich meine, das ist eine gute Kombination. Es sind dem ersten Tag ganz passioniert mit dabei für den DP-Slogan sozial, liberal, europäisch auch wirklich an Realität umzusetzen, anderen Texte heranzubringen, weil es sind einfach der feste Überzeugung und ich setze mich zu 100% gegen all meine Energie dafür an, dass jeder fair Chancen an die besten Möglichkeiten kriegt, weil ich das selber erlebt habe und ich will dat net nëmmen zu Lützeburg der Fall ist, mir überall an Europa. Und du musst man Ungleichheiten bekämpfen, und es gibt noch viel zu machen, besonders auch während der Pandemie an Lockdown muss man sicherstellen, dass auch wirklich kein Vergiss gibt. Ich bin für Renew Europe Rapportrice von React EU, das ist ein extra Finanzspritz für die Ökonomie zu stärken, ohne dann aber den sozialen Volet zu vernachlässigen. Die Jugend, die Jung, Next Generation EU. Als Rapportrice für Renew Europe bin ich für den Europäischen Sozialfonds Plus zuständig und damit auch für die Garantie Jeunesse. Das ist besonders wichtig, weil auch zu Lützeburg ein Hoch gibt vom Jugendchômage von bei 60%. Und ich will dazu beitragen, dass das an die nächste Generation Arbeit tun und dass sie sich bewusst sind, dass die Europäische Union für sie da ist und sie unterstützt, dass sie und die Europäische Union leben. Als Rapportrice lehne ich aber besonders Wert darüber, weil es geht ja darum, dass die Jungen in der 25 Stage kriegen zum Beispiel oder einen Arbeitsplatz, dass die Mesuren aber auch nachhaltig sind. Also nicht sind für Statistiken zu schämen, aber dass sie auch nur effektiv eine Arbeit tun. Es geht als junge Bürger und es geht um die Zukunft von der Europäischen Union. Dafür ist es wichtig, sicherzustellen, dass auch hier Platz behalten. Und apropos Stage bin ich auch Rapportrice für Quality Traineeships, also auch Ausbildung an Stagen. Ja, sozial, liberal, europäisch, ich wiederhole den Slogan ganz gern, weil das spiegelt wie mir von der DP Europa und noch Zukunft von Europa gesehen. Was aber auch wichtig ist, als der Wohlstand an Europa. Und da spielt nicht nur der Finanzsektor, merci Christoph, nicht nur der Finanzsektor eine Rolle, aber auch den sozialen Wolle. Und da bin ich ganz froh, dass ich von der Präsidentin vom Intergroup Social Economy sind, wo wir ganz eng mit dem Kommissar Schmidt werden zusammen schaffen. Und da ist es wichtig, innovative Entreprisen zu unterstützen. Da kommt schon etwas zurück während dem Lockdown. Und die wissen den Sinn von der Grenze. Und es war mir ganz sehr bewusst, dass der Lockdown natürlich auch Konsequenzen auf Frontalien hat. Die 200.000 Frontalien, auf die wir angewiesen sind, die vital für als Wirtschaft sind. Und die aber, wo den Teletravail bis angefordert wird, da gibt es Limiten und die, wo Frontalien daheim an ihrem heimischen Land können schaffen und das auch direkt ein parlamentarisch Fonds und Kommission gestaltet. Das sind der Meinung, und da werden wir auch schaffen, dass man neue Regeln für den Teletravail
brauchen. Dann sind ich auch nach Member für kurzem vom Tax Subcommittee, das ist eine Spezialkommission für Steuern, wo die Kompetitivität von der EU natürlich am Anwert behalten. Und dann sind ich auch noch Reportrice von Creative Europe, dem Fonds, den der Kultur und dem Kreativsektor so gut kennt. Und da werden Diskussionen nach Wahl hitzig gehen, weil die Kommission sogar will Männer zur Verfügung stellen, wie das 2014, 2020 der Fall war, wobei als Kulturschaffend und die Kreativ nur wirklich Unterstützung brauchen. Und ich gebe so, das war Ball, just als ganz zum Schluss nach. Wollte aber noch kurz darüber zurückkommen, dass man die Bierger nur lauschen. Und Bierger sind gerade über Themen, schwere Themen wie Rassismus und Diskrimination zu schwatzen. Und wir sollen ihnen nur lauschen. Natürlich auch das Last an der Pläne sicher gestaltet, in der Sprache. Und ich werde auch in dem Thema dran bleiben, weil ich habe meinen Aufsatz von 92 viel gelesen, schon als Kampf zwischen Diversität von Europa, aber auch um Gleichheit, Gleichwertigkeit von jedem gelebt. Ich werde in dem Thema drüber bleiben, aber ich für mehr Gleichheit ersetzen.